Onze Geschicht. Onze Geschicht handelt van de Oudkolonie Mennoniten die in de 1920 jaren van Manitoba, Canada en Swift-Current, Saskatchewan naar Chihuahua en Mexico trokken, wo sich dort entwickelt heeft. In diesem Aufschnitt redet von naar Britisch Honduras, dem von der Belize, zu siedeln, wat die Ursachen wären und wo sich dort entwickelt heeft. Onze Geschicht wordt geschreven von George Rampel, die zu der Zeit in Mexico woont en veel van dit met erlebt heeft. Onze Geschicht. Ditmaal willen we ons wat vertalen van de Chihuahua Mennoniten uitwanderen naar Britisch Honduras, dem van der Belize. Op het eerste paar weer aan de Durangueños wat er toehoren. Dat duurt een beetje lang, wat we wat Durango komen, maar habt een beetje geduld, we waren nog wat er komen. We hadden ons laatste mal nog groot gezegd, dat het klonen aan de Britisch Honduras traken dat Peter Harvey Wiebe aangevangen had. Van 1957 aan heb ik dat klonen, dat rijdmerken en dat naar British Honduras traken van Chihuahua uit beobacht. Ik heb Peter Harvey Wiebe zijn schrijven van de aanvangsontwikkelingen op de Blue Creek siedlung in British Honduras gelezen. Ik heb andere korte beschrijvingen over de Oudkolonie ihre komplizierte Geschichte op de Blue Creek siedlung in British Honduras gelezen. Ik heb me ook met Peter Harvey Wiebe, zijn Kinder Jacob en Marguerite Wiebe, met Bernhard en Helen Dickert, met Abraham Harder en met enkele andere personen die van Belize naar Canada gekomen zijn, mancherlei vertalen laten. Ik heb van 1965 aan van Manitoba uit met grote interesse beobacht, wo de Manitoba Oudkolonie en de IMMCA, de uitgeslotene familievoerders op de Blue Creek siedlung in British Honduras helpen nieuwe gemeenten te gründen en betere schoolwezen te ontwikkelen. En ik heb ook den Blue Creek ältesten Jacob Harms zijn boekje, dat hingelotene heft, gelezen. En nu wil ik hier kort verzekeren dat het wichtigste van allem top te voeten en zo te vertalen dat ons dat kan verstaan helpen, wat het naar British Honduras traken daartoe bijgedragen heeft dat zich in onze Geschichte zoveel geändert heeft en wodurch. Ik zie aber ook gewoon dat ik lang niet alles goed genoeg aanweid. En wenn mij mal weer korrigieren oder beter informieren wil, dan is dat ook ganz on plaats. Wo kwam Peter Harvey Wiebe daartoe dat hij interessiert wordt in naar British Honduras traken? Peter Harvey Wiebe was ook, zoals vele andere burgers in de Cuauhtémoc-gegend en dem groten Bastillestol, wo dat 1950 tot 1953 besonders streek weer, zeer uitgearmd. Wiebe voer 1950 tot 1954 enkele maal voor een paar maanden niet naar Canada, zoals vele andere uitgearmde kolonisten dort deden, aber naar de USA arbeiten, weil es aan de verdienst zo nötig fehlt. Om in de USA een aanvoeren te derven, moest hij van dem US-Konsul in Juarez immer een visa hebben. Dadurch wordt hij door besonders met dem amerikanischen Vizekonsul goed bekend. Des Vizekonsul unterhält sich jaren met Peter Harvey Wiebe. En einen dag als Wiebe sich met Wada mancherlei vertalt, dan zegt de Konsul zu Wiebe, van jullie lied voeren zoveel in de USA oder in Canada geld verdienen, wie es an dat aan land fehlt, zum zelfs vorma worden kunnen, oder ook wil ze zo uitgearmd zijn durch die 3 jaren in Chihuahua. En dan zegt es Vizekonsul wieder zu Peter Harvey Wiebe, ik weet dat de regering in dem kleinen land British Honduras zeer jaren goede vormen in ihrem land opnemen wordt. Deze regering zegt nog goede vormen, die willig zijn worden in ihrem kleinen land te vormen. En in diesem land is dat niet zo dreig als in Chihuahua. Waarom onderzoekst u dat niet mal? Of dat voor jullie daar vielleicht goede mogelijkheden geven wordt om leichter vormen te kunnen als in Chihuahua, wo dat zo weinig regenval heeft. En Wiebe weer ook einer van de vele burgers bij Cuauhtémoc,
die lieber unter eine Regierung sein mocht, die unter dem britischen Recht stund. In dat kleine landje, Britisch Honduras, wir damals noch eine britische Kolonie. Wenn dat landje sich am gouden Formen beworbt, dann sagen dat al mehrkraftig. Dat land, seit wieb sich, liegt ganz an Mexiko, steht unter der britischen Regierung, und du hast der Winter nicht so kalt und so lang als in Kanada, aber noch viel schöner als in Chihuahua. Wieb konnte englische Sprache so viel, dass die auch lesen und schreiben kann, und fängt kurz durch Briefwechsel an, sich über die wirtschaftlichen Möglichkeiten in Britisch Honduras zu informieren. Interessiert, was die Beamte schreiben über die Möglichkeiten in dem kleinen Land mit tropischem Klima, und versucht seine mennonitische Freunde und Verwandte in die verschiedenen Dörfer auch dafür zu interessieren. Aber die Lied hatten scheinbar am Anfang noch, so man dann sagt, keine Uhren für was Wieb anpreisen oder loben wohl in Britisch Honduras. Aber dann, gerade in dieser Zeit passiert in Mexiko was, und das alles ändert. Die mexikanische Regierung fängt an, ihr Seguro Social, eine Art soziales Krankenversicherungsprogramm zu entwickeln. Am Anfang soll das Seguro hauptsächlich dort dienen, dass Arbeitgeber für all ihre Arbeiter monatlich in diese Versicherung entholen sollen, das für einen möglich zu machen, billige medizinische Hilfe kriegen zu können. Und dass sie eventuell, wenn die Arbeiter in den Ruhestand treten würden, eine Pension kriegen können. Für Mexiko ihre eigene Kleinforma und für die mennonitische Forma wird diese Versicherung am Anfang noch gar nicht. Aber da wären mal wieder gewisse Personen, manche Mexikaner, die das noch mal wieder verstanden, so hören zu merken, als wenn nu dann kurz alle Mennoniten wurden zu dem Seguro Social gehören mussten. Diese Personen wussten scheinbar auch, dass die Mennoniten in Mexiko nicht würden wählen zu einem Seguro Social gehören. Und auch, dass die Gemeindeleider wahrscheinlich noch weiter würden willig sein, dort mit Geld zu bekämpfen, dass sie nicht brauchten an dem Seguro teilnehmen. Und diese Menschen wären reich. Nicht alle, aber die meisten von den Mennoniten ihrer Leider leiten sich dort noch weiter anbilden, dass die Mennoniten kurz alle würden sollen zu dem Seguro gehören. Sie leiten sich dort auch anbilden, dass sie dort vielleicht noch weiter mit Geld würden bekämpfen können, dass sie nicht daran teilnehmen brauchten. Diese Sache merkt mal weiter, viele von unseren Mennoniten sehr anrührig in Mexiko. Und da wären wir damit einmal jeder Tag mehr Lied, die sich dafür interessierten, nach Britisch Honduras zu tragen. Das erste fuhren etliche Sommerfelder Büros mit Peter Harvey Wieb Taub nach Britisch Honduras an, dort die wirtschaftlichen Möglichkeiten zu untersuchen. Als die zurückgekommen wären, dann kämen einen Abend eine große Kleingemeinde von der Quellenkolonie nach Peter Harvey Wieben in Weidenfeld und unterhielten sich mit ihm über, wo er dort in Britisch Honduras gefangen hat. Was er dort für Möglichkeiten für die Mennoniten sah. Diese Männer ihre Unterholung diet bis Klock 2 der Nacht. Bald nach diesem fuhr Wieb mit etliche Kleingemeinde Büros Taub ein zweites Mal nach Britisch Honduras. Als die Kleingemeinde Büros zurückgekommen wären und Tüß auch davon vertalten, dass sie da gute Möglichkeiten sagen, dann hatten mennonitische Formen in Chihuahua mit einmal Uhren für Peter Harvey Wieb seine Ansichten und Ansichten über die wirtschaftlichen Möglichkeiten in Britisch Honduras. Lied wollen mit ihm von Britisch Honduras reden, wo immer er kam. Auch manche Ölkolonien auf die Swift-Current Nord- und Manitoba-Kolonien. Besonders wenn Wieb in Cuauhtémoc wir, dann wollen die Lied, wo immer sie am Bejehenden, mit ihm reden über Britisch Honduras. Und als Wieb zweimal in Britisch Honduras gewesen wäre, einmal mit Sommerfelder und einmal mit Kleingemeinde Büros Taub, und besonders die Kleingemeinde gute Nachrichten mitbrachten von dort, dann interessierten sich mit einmal nicht mal viele Kleingemeinden, aber auch viele ölkolonische Büros auf den Manitoba, Swift-Current und Nordkolonien von Britisch Honduras tragen. Wie fuhr auch noch mit ölkolonischen Gruppen Taub dahin. Als etliche ölkolonische Delegationen in Britisch Honduras gewesen wären,
und auch dachten, dass da gute wirtschaftliche Möglichkeiten wären für mennonitische Formen, dann kam das bald dazu, dass auch etliche von den oldkolonischen Leidern anfangen mitzuarbeiten und versuchen gewünschte Freiheiten auszuarbeiten bei der Regierung in Britisch Honduras für die Mennoniten in Chihuahua. Etliche Mal fuhren oldkolonische und kleingemeindliche Delegationen nach dahin, und als die Mennoniten gewünschte Freiheiten versprochen worden wären, wurden da große Flächen Siedlungsland gekauft. Ab den Seiten 304 und 305 im Buch Gäste und Fremdlinge befinden sich etliche Bilder von wo mennonitische Delegaten in Britisch Honduras Land untersuchen. Die kleinen Gemeinden kauften ein 18.000 Acker große Fleck Land für $2 US den Acker. Dit Fleck Land ist nu bekannt als die Spanish Lookout-Kolonie. Im Februar 1958 fangen Kleingemeinden an, von der Quellenkolonie in Chihuahua, Mexiko, nach Spanish Lookout, Britisch Honduras, umzusiedeln. Dicht bei der Hälfte von der Chihuahua Kleingemeinden trocken nach Britisch Honduras. Die Swift-Current, Nord- und Manitoba-Kolonien, Gemeinden kauften in Britisch Honduras erstmal alle top 45.000 Acker Land. Und later wurden noch einmal 70.000 Acker Land zugekauft. Alle für $1,50 US den Acker. Peter Harvey Wied sagt, diese zwei Flächen Land wären für die Mennoniten ab 2 Landtitels vermerkt. Diese 112.000 Acker Land sind die mennonitische Blue Creek Kolonie geworden, und den kleinen Land wird von der Belize. Und dort liegt ganz in der Nordwesteck vom Vanderschen Belize. Die Belize Landkarte kann je in dem Buch Gäste und Fremdlinge auf der 300. Seite finden. Wat mir in Chihuahua, Mexiko 1958 so viele mennonitische Familien so jieren, so schwindersmählich nach Britisch Honduras uitwandern zu wollen. Erstens, wir dort durchwehen, weil es dort bei den Mennoniten in Mexiko all so lang, so sehr neidig an mehr Siedlungsland gefehlt hat für landlose Familien. Viele Eltern hatten all mehrere paar befriedete Kinder, die kein Land hatten. Dort allein schuf all sehr noch, dat all vrij worden sollte, um nach Britisch Honduras reiten können. Dann viele Eltern sagen durch eine Gelegenheit endlich mal wieder für all ihre Kinder Land kaufen zu können. Zweitens, wären manche oldkolonische Mennoniten in Mexiko all viele Lied, die dort so ansagen, als wenn das in Mexiko bald mit ihren Freiheiten aussenden wird. Ich weiß nicht, wo die Lied so hernehmen, aber viele Männer reden an der Zeit viel davon, dass in Mexiko irgendein Kontrakt mal für 50 Jahre gültig wäre und so auch die Mennoniten ihr Privilegium. Und die fängt die mexikanische Regierung noch gerade an, ihr Seguro Social zu entwickeln, und dort wird für viele unruhige Charakters genug Beweis, dass die Mennoniten ihre Freiheiten all 50 Jahre verlieren würden. Und weil es da manche mennonitische Brüder noch weiter viele wären, die glaubten, dass sie ihrem Glauben wegen nicht zu dem Seguro Social gehören dürfen, wird dort für so eine Brüder noch weiter so tracht gedreht, als wenn die Mennoniten wegen Glaubensfreiheit aus Mexiko auswandern mussten. Und dort wie auch eine von den Hauptursachen, wo wir so viele Familien so schwindersmählich nach Britisch Honduras tragen wollen. Und drittens, wären da noch einmal viele so eine Büros in Mexiko, die sich jenseitig all so lang einmal eingebildet haben, dass das Leben unter einer Regierung, die noch zum britischen Reich gehört, viel sicherer wäre als unter der mexikanischen Regierung. In das kleine Landje, Britisch Honduras, war damals noch eine britische Kolonie. Das Land war ab den
mennonitische Kolonien in Chihuahua all sehr knapp und sehr dier geworden. Aber dadurch dort 1958, 1959 so viele Familien so anrührig und bosig wären mit dem Uitwandern nach Britisch Honduras, fällt der Lohnpreis auf die mennonitische Kolonien in kurzer Zeit sehr leer. Viele Lied, die so bosig wären mit Land und Sachen verkaufen, mussten alles sehr viel zu billig verkaufen. Vorgewirtschaften wurden für 200 Pesos den Acker verkauft, einige verkauften noch billiger. Die Nordkolonie gemeint wohl erstlich mit der Swift-Current und Manitoba-Kolonie gemeinten Taub das große Fleck Blue Creek Siedlungsland kaufen, aber dann, noch gerade ehe sie anfangen in Britisch Honduras anzusiedeln, war dort offenbar, dass sie gerechnet hatten, aus dem Blue Creek Landhandel ganz zurückzubecken. Sie hatten scheinbar so ein Bett hingerechts dort Fleck Siedlungsland gekauft, was nu bekannt ist als die mennonitische Shipyard-Kolonie in Belize. Dit maakt dort für die Swift-Current und Manitoba-Kolonie Gemeinden ein Bett schwer. Woran diese dort zu deuten, glaube ich, hat mit dem Konflikt zu tun, der zwischen der kolonischen Gemeinden in Mexiko entstanden wir, während das Umreifen Räder und Traktorsbrocken verbeiden. Im April 1958 fangen kolonische Familien an auszuwandern von Chihuahua, Mexiko nach Britisch Honduras, dem Plautdietsch Belize. Jakob Wieb, ein Sohn von dem damals sogenannten Konsul Peter Harvey Wieb von Weidenfeld, vertelt von der ersten Uitwanderer ihre sehr beschwerliche lange Reise nach Britisch Honduras. Er sagt, die erste Gruppe mennonitischer Familien, die nach Blue Creek trocken, fuhren am 15. April 1958 mit 2 Autobuses, mit 2 Bussen, so wie wir das dann sehen, von Cuauhtémoc, Chihuahua auf nach Britisch Honduras. In dem Buch Gäste und Fremdlinge auf der 306. Seite ist ein Bild von dieser ersten Uitwanderer ihrem Reitmerken zum Auffahren von Cuauhtémoc, Chihuahua. In Mexico City, die diese erste Gruppe Uitwanderer dort etliche Jahre, was alles reit wird zum Wiederfahren. Ehe diese erste Gruppe Uitwanderer von Mexico City wiederfuhr, wird noch eine Gruppe Uitwandererfamilien von Chihuahua angekommen, und die hält sich von dort an auch so ein Bett zu der ersten Gruppe. Noch Peter Harvey Wied seinem Schreiben, mit diese Gruppe Uitwanderer von der Nordkolonie in Chihuahua gekommen sind. Hiermit wir weiter aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir noch mehr von den Mennoniten von Mexiko nach Britisch Honduras streichen und dann von den Pionieren schweren Anfang in Britisch Honduras im Plautdietsch Belize. But nächstes Mal. Ich sehe George Rampel.